Ich begrüße euch zu diesem neuen Tag, Mittwoch, 25. März, mit der heutigen Tageslosung. Wir lesen Jesaja 29, Vers 16. Wie kehrt ihr alles um? Als ob der Ton dem Töpfer gleich wäre, dass das Werk spräche von seinem Meister, er hat mich nicht gemacht, und ein Bildwerk spräche von seinem Bildner, er versteht nichts. Und dazu im Lehrtext 1. Petrus 5,5. Alle miteinander bekleidet euch mit Demut. Nehmen wir jetzt nur ein S weg bei dem ersten Satz, den ihr gehört habt, dann heisst es nachher, wie kehrt ihr alle um? Wow, was für eine schöne Entwicklung. Wie kehrt ihr alle um? So etwas hat ja der Jona erlebt in Ninive. Alle sind umgekehrt. Eine Stadt hat eine Erweckung erlebt. Die Gerechtigkeit ist wieder eingezogen. Vom Verkehrten sie sind durch eine Umkehr zum Richtigen zurückgekommen. Das Richtige ist ja auch das Rechte und das Rechte ist ja auch das Gerechte. Wir sind ja als Zeugen in die Welt hineingeschickt worden, hat Jesus gesagt, ihr sollt meine Zeugen sein und alle sollen Jünger von ihm werden. Alle Völker sogar. Wie kehrt ihr alle um? Alle Völker sollen Jünger werden. Voraussetzung dazu ist natürlich klar, das kann nicht vom höheren Ross oben runter geschehen, sondern wie der Petrus sagt, da muss man sehr viel Demut anlegen und sich damit bekleiden, für dass so etwas überhaupt möglich wird. Für das Gleichnis von Jesaja ein bisschen zu illustrieren, nehmen wir jetzt mal ein bisschen Ton. Man muss sich sagen, der Ton hat gegen Schöpfer keine Chance. In dem Fall, den wir jetzt hier sehen, handelt es sich allerdings nicht um ein übliches Gefäß, wie man es auf einer Töpferscheibe herstellt. Und Jesaja führt das ja auch aus, wie der Töpfer eben sein Gefäß wieder zusammenstauchen und nochmal neu aufbauen und so weiter und so fort. Hier war es eine Schulklasse, die mit mir zusammen, weil ich dann Werke unterrichtet habe, für ein Schulhaus eine Wandplastik hergestellt. Eine Wandplastik mit Pflanzenmotiv. Und wir fahren jetzt mal dran vorbei und dann machen wir uns ein paar Gedanken darüber, wenn jetzt der Ton anfangen zu sagen, hey, das war meine Idee gewesen. Das, was man da sieht. Das war meine Idee gewesen, das war meine Kunst gewesen. Es braucht gar niemand sonst, weil das ist schon so schön und gut. Es gibt gar nichts über uns obendran. Und tatsächlich, wenn man es genau überlegt, es ist schon so. Mit den menschlichen Augen, von blossem Auge, sieht man wirklich nur das, was entstanden ist. Wie kehrt ihr alles um? Das fängt eben schon im kleinen Rahmen an. Jemand ist unzufrieden mit sich selber. Und der Ton sagt zum Töpfer, warum habe ich eine solche Nase, warum habe ich O-Bein, warum bin ich so breit gebaut, warum bin ich so klein geworden? Die Anklage geht vielleicht noch einen Schritt weiter, wenn man nachher in sein Seelenleben hineinschaut. Warum bin ich so, wie ich bin? Warum bin ich ein ungeduldiger Mensch? Warum bin ich so sensibel, etc., etc.? Und man kann es ausweiten und dann kann man plötzlich von der Herkunft reden. Warum habe ich solche Vorfahren gehabt? Warum bin ich just in diese Familie hineingeboren? Und irgendwann sagt man dann, warum habe ich ein solches Schicksal erlebt? Warum hat mich dieses und eins bereicht? Das hätte doch jemand anderes bereichen können und ich habe das nicht verdient. Und am Schluss sagt man noch, warum bin ich überhaupt in diesem Land? Was soll ich mit einer solchen Regierung? Dabei würde es ja am Ton sehr leicht fallen, wenn er die Verantwortung an die Töpfer übergeben würde. Der würde ja dann die ganze Last übernehmen, der würde wirklich einstehen für das, was er geschaffen hat. Und das wäre für mich selber eine riesige Entlastung, wenn ich sagen ja, er hat es so wollen, also nehmen wir es doch auch so an.
Am Schluss wird es aber zu einem ganzen System. Es fängt auch so klein an bei sich selber, aber irgendwann wird es auch epidemisch. Man kennt das Wort heutzutage. Die Unzufriedenheit über den Töpfer, der den Ton bearbeitet hat, kommt vielleicht bis in die Schule rein. Wir reden nicht mehr vom Christentum. Das ist eine Hypothek, das ist eine Last, die man gar nicht mehr tragen will. Es geht in die Parteien rein, vielleicht anfangen in einzelne Parteien, wo man sagt, ja, Gott braucht es nicht. Es ist vielleicht noch nicht die ganze Politik, die so redet. Dann geht es ja auch in die Wissenschaft rein, die sagt, ja, ein Gottesbild das passt einfach nicht in unser Bild. Eine Evolution erklärt das alles viel besser. Also, wir sind einfach der Ton, wir haben es selber gemacht. Zusammen mit dem Zufall haben wir gesorgt, dass wir jetzt das sind, wo wir eben sind. Aber irgendwann wird es dann noch pandemisch. Also von der Epidemie ist dann nicht mehr so ein grosser Schritt zur Pandemie. Da wird dann einfach einer sagen, wie es ist und wird sich selber zu Gott erhöhen und sagen, die Menschheit braucht keinen Gott mehr, das sind wir ja selber. In meiner Person ist das gut verkörpert. Dem sagt man der Antichrist. In einem Psalm heisst es, wenn die Fundamente umgestürzt werden. Also da geht es wirklich genau um das Fundamentale. Wo ist der Anfang? Wer sind wir selber? Wo ist oben? Wo ist unten? Der Diabolos, der ist eben der Umstürzer, der alles durcheinander bringt. Oben wird unten wird oben. Er zielt immer auf solche revolutionäre Gedanken, auf solches Umkippen von allen Gesellschaftsfundamenten. Und vielleicht haben wir gemerkt, Facelifting nützt nicht viel. Da, wo wir heute stehen, kann man nicht ein bisschen nachkorrigieren. Es ist ein Zeichen von der Zeit, dass es in diese Richtung geht. Und man sagt, wir brauchen keinen Töpfer, wir sind ja der Ton. Sowieso sieht man den Töpfer nicht, also was soll's. Aber uns sieht man in unserer Macht, die wir haben, in unserer Schönheit, die wir herbringen. Und der Psalm sagt nachher, wenn die Fundamente umgestürzt werden, was kann der Gerecht noch tun? Ja, wenn Stolz zur Kultur wird und Macht zur Politik wird, da hilft auch uns jetzt nur noch 1. Petrus 5,5, der sagt, kleidet euch in Demut. Es ist der einzige Gegensatz, der noch irgendetwas verdeutlichen kann. Das ist auch das einzige Medikament, das man dieser Gesellschaft noch geben kann. Demütige Menschen, solche, die nicht in diesem System sind, solche, die einen wohltuenden Gegensatz bilden, dass da und dort jemand hellhörig wird und sagt, mal, es gibt doch auch über diesem Ton und unseren vielen Tönen, die wir machen, noch einen Schöpfer, der das erste und letzte Wort hat. Ich wünsche euch einen schönen Tag.